Die letzte Sidequest hier bei Fire Emblem Engage. Nebenquest, Banner werden geknüpft und naja, wir sollen den Ring zurückholen. Das haben wir getan. Wir haben im Prinzip das Missionsziel geschafft und plötzlich stellt sich raus, hey, das ist noch ein Missionsziel. Und zwar Überleben. Weil sind wir plötzlich von allen Seiten umrundet. Das gefällt mir persönlich gar nicht. Aber ich kann auch mal ziehen. Das ist schon nicht ganz unpraktisch. So. Erstmal gucken, wir haben natürlich überall ein bisschen Kohle. Wir müssen hier sogar alle Gegner hier platt machen. Das wird so von uns verlangt. Das heißt, ich gucke nochmal. Kann noch jemand da, der ein bisschen spezieller wäre. Vierte Stufe. Ein paar neue sind dazugekommen, die haben aber mehr oder weniger die Standardwaffen dabei. Da ist ein Bogentypi, das sind Großlanzen. Silberdolche. Bolganone. Ich merke gerade, es ruckelt ein wenig, ich bitte das zu entschuldigen. Weil man gar nicht weiß, warum es überhaupt ruckelt. Darüber, dass wir gerade die letzte Folge angeschlossen haben und da hat es nicht geruckelt. Naja. Also, hier unten mag ich aber mal so, ich lasse erstmal auf mich zukommen, weil die sind sowieso gleich bei mir. Das heißt, ich kümmere mich erstmal um die hier drüben. Da ist die Frage, lohnt es überhaupt? Es sind 4 Gegner, ich bin gerade nur zu dritt, das ist ein bisschen doof. Knapp formuliert. Es sind alles physische Truppen, also komm dann. Nee, die sollen auf mir zukommen. Ja, okay, machen wir mal einen Drachenader. Alle 4, warum eigentlich nicht, oder? Das passt schon. Fensalir. Wenn die sowieso auf mich zukommen, kann ich sie ja direkt zurückschlagen, dann klappt das so doch besser. Machen noch Tag und Nacht, dann wechselt zu Ephraim. Und sagt vielen Dank. Dann haben wir hier noch einen Gegner, ich glaube, den können wir ganz kurz noch fertig machen. Da kommt ja auch schon der Rest der Truppe. Da oben sind etwa ein Fäustkämpfer. Da werden alle auf mich zukommen. Nicht alle, aber das passt soweit. Verteidigung plus 5. Resistenz plus 5, okay. Wäre jetzt auch cool. Das sind Fäuste und Äxte, das sind jetzt nicht so geil. Äxte und Lanzen. Mit einer Axt wäre jetzt ja geil, habe ich leider nicht. Ich nehme das Ding und hoffe, dass ich es überlebe. Währenddessen habe ich natürlich Citrine noch, mit der ich ein bisschen gewittern kann. Okay, das Geruch geht mir ein bisschen auf den Sack. Leute, ganz kurz, geh gleich weiter. Ich starte mal ganz kurz das Software neu, weil das ist, nee, das ist doof. Und schon geht's weiter. Jetzt weiß ich zumindest, was das Problem war. Offenbar wollte man Elgato-Software updaten und konnte aus irgendeinem Grund nicht. Frag mich nicht warum. Das ist immer so ein Mysterium. So, warte mal, nicht dort. Dann geht doch hier mal ein bisschen weiter in die Mitte. Hier habe ich Louis Hector. Die stelle ich hier rein, weil ich denke mir so, puh, ihr wollt Stress haben, ihr könnt Stress haben. Gehe ich hier sogar noch einen Schritt weiter? Warte mal. Das sind ja vor allem gepanzerte Truppen. Also da mit Wurmtöter, aber tut mir ehrlich gesagt weniger weh. Da in die Mitte direkt, ja? Warum eigentlich nicht? Der Gegner nicht herkommen am Auge Sturms. Einen guten alten Wolfbeil. Das wird ein Spaß, also für mich, für ihn natürlich nicht, ne? Ist klar, gut. Dann, sie soll hier warten, unterrichten, ja, wäre auch eine Variante gewesen.
Machen wir später gerne. Würmgott-mäßig. Machen wir den mal ganz kurz platt. Jo, das geht easy peasy. Gefühl druckt jetzt immer noch leicht, zumindest zum Teil. Sieht er relativ flüssig. Ne, muss man beobachten. Oder wollen wir den Rechner neu starten? Kann manchmal auch nicht schaden. So, ja, jetzt kommen die hier. Silberschwert, 41er Power. Das ist schon nicht schlecht. Zwar nicht gut, aber nicht schlecht. Da Schönes zum Kontern. Ja, Maislanze passt schon. Gut. Packe dich hier rüber. Du bleibst mal hier oben. Mal gucken, was der Gegner jetzt so treibt, ne? Ich meine, eine Axt. Nenne bloß eine Lanze. Meine Trefferquote war ja mal beschissen, ey. Ist gut, Kleiner. Oh, wir haben eine beschissene Trefferquote. Trotzdem zusammen getroffen, krass. Ah, sieht schon besser aus. Und immer schön auf die Fresse drauf. Ja, die Louis-Hector-Kombi, die hat schon in sich. Andere hätten gekrittet, sie lässt es lieber. Ich glaube, sowas sagt man Tschüssikowski. Wo wir machen wir keine Schande, Alter. Ja, Vorlands wird auch besser gewesen, ich weiß. Okay, unten gehen sogar ein bisschen auf den Sack. Das darf so viel Schaden bei ihm machen. Holy moly. Okay, Leute, müssen wir hier unten mal ein bisschen aufräumen. Leider. Wir haben mit den meisten schon unsere Special Moves gemacht. Das war jetzt nicht sehr clever. Natürlich Alfred noch, Ups, war der falsche. Entschuldigung. Oder verzieh mich nach oben, dann wäre die andere Variante. Da oben wesentlich weniger Gegner habe. Trotzdem kann ich alle gut schwächen, das hat natürlich auch schon was für sich. Da oben haben wir 5 Gegner. Da kommen wir relativ easy hin. Ich meine, hier unten da sind es ein bisschen mehr. Natürlich ein Teil schon schön geschwächt ist, aber ihr müsst trotzdem erstmal noch die beiden Magier losen, bevor ich hier mit Louis unterschätztes Gewissen weitermachen könnte. Ja, die haben natürlich Fernangriff von Citrin und Soren. Ich kann mit Nova noch ein bisschen was machen, dann müsste ich eigentlich unten durchbrechen. Das wäre die andere Variante. Und sieht es relativ frei aus.
natürlich den Tanz wird nicht mehr braucht, das ist ja auch so ein Problem gerade. Bei Movia ist halt das Problem hier unten, dass sie an die Magie nachkommen. Und so viel Verteidigungspower setzt die ohne weiteres platt, macht er da jetzt auch nicht, der Gute. Mit Sieglinde. Boah, da noch gar kein Special Move. Okay, schauen wir noch auf hier unten. Und heilen wir den Gegner ein bisschen. Dank Ephraim Power. Da kommen die da. Die da oder der da. Okay, da kommt jetzt nur der hin. Das ist nicht so das Problem. Auch wenn ich jetzt Sieglinde habe, aber es ist ja ein schweres effektives gegen Verzerrte. Das passt schon. Wir müssen heilen, das ist sowieso gut. Dann, ja, mit Vale Cohen. Ich meine, gut, gegen die ist. Das sind die Magier da unten, das kriege ich schon hin, aber sie ist mir dafür ein bisschen zu langsam, die Gute. Den Rückzug decken. Was ich mache, ist erstmal den da ausschalten. Da müssen wir gar nicht lange diskutieren. Naja, ist ja das Problem, was ich jetzt da oben gemacht habe, weil oben... Ich komme mit den meisten Truppen da oben gar nicht lang. Die wirklich effektiv platt machen zu können. Unten wäre es einfacher gewesen, auch wenn ich mehr Gegner hätte. Okay. Versuchen wir es nochmal. Spielerphase. Ja, vor allem erwische ich hier auch den Magier. Kann hier schon mal schön zumachen. Tja, Spinning Blade, ne? Oh, der überlebt da noch. Ist auch ein Magier, aber wissen ja alle, Magier müssen ausgelöscht werden. Ich meine, wenn es so einfach geht, warum nicht? Kleines Problem jetzt. Der Move war zu früh, muss man zugeben. Mal kurz abwarten sollen. Und zumindest an dem vorbeikommen zwar schwierig, das stimmt auch wieder. Ich muss den irgendwie wegkriege. Ist ein bisschen zu viel des Guten, ne? Ich dann bei dem einsetzt. Das heißt, hier mit Louis, Hector. Ja, komm doch, ich mach den hier platt. Zieh den mal eben schnell vorbei.
So, nämlich nach unten abzublocken. Junaka! So, will ich mit Junaka nach unten? Eigentlich anhand der Werte nicht, aber andererseits... andererseits, nee. Nee, doch nicht. Nee, danke, lass mal. Eigentlich noch einen Vorteil mit Echo, ja? Mit diesem Mega-Angriff. Wo wir nicht vergessen. Ja, ich kann nur ein bisschen was, aber Space als nichts. Ja, kommen Sie bis dahin. Könnte mich aber noch in den Weg stellen, wobei ich ja nicht so viel Verteidigung jetzt gerade habe, um da die Typen abzublocken. Nee, 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 das würde ich mir eigentlich eher ungern antun. Ja, schon Diamant, ne? Ja, kann ich nachher dahin, ne? Das passt schon. Dann den auslöschen und nach oben, aber wenn ich natürlich unten schon abblocke, muss ich dann nicht unbedingt wenn ich abblocken muss, ich unbedingt angreifen. Das stimmt, das kann ja mehr um den hier kümmern. So. Wenn unten schon mal abgeblockt ist, eigentlich nur noch der hier. Schwächen machen natürlich ein bisschen mit Ivy. Ja, ja, aber einen Drachenfluch kriegst du trotzdem ab. Wie bereits gesagt, du kriegst ihn nochmal ab. So, gehen wir hier auch hier rüber. Eine Variante hier noch abzublocken, wa? So, auch der Verzehrte wäre hinüber. Gut, jetzt kommt hier schon mal nicht mehr so weit hin. Und noch Fogado, Lucina, wobei eben ich muss halt da, ich muss da oben angreifen, es geht nicht anders. Ich muss den loswerden. Der hat ja auch gute Verteidigungsresistenz, ja gut, dann machen wir schnell so platt. Hier hin. So. Der müsste jetzt, genau, der müsste jetzt so geschwärzt, dass ich hier eigentlich hinkomme. Ich muss aber aufpassen wegen der Drachenader.
Okay. Also wie ich es auch drehe oder wende mit Ephraim, da kommen wir wohl hin. Der wird wohl auch gekillt werden, das heißt, ihr müsst vorher mit Hortense noch kurz heilen. Kriegen wir aber hin. Okay. Ein paar zum Angreifen, kommen wir mit Michael nicht dahin. Natürlich genau nicht. Der es eigentlich am meisten nötig hat, mit dem kommen wir da nicht hin. Das ist Kacke. Ja, ich meine, ich habe noch eine Rettung mit ihr. Mit ihr auch, aber mit ihr will ich eigentlich lieber direkt angreifen. Oder es auch einfach belassen, weil die Trefferquote scheiße ist, damit man es halt doch anders machen kann. So, jetzt kriegt sie nochmal einen Drachenfluch ab. Dank Corin. Also er, Entschuldigung. Sehr gut. Da kriege ich direkt auf die Fresse, da nicht. Mal hier hin. Jo, reicht perfekt. Wäre auch dieser möchte gern Boss, sag ich jetzt mal, erledigt. Sehr gut. Also, Ivy wird noch getroffen von dem und der von dem. Movie muss jetzt eigentlich mal heilen. Dringend sogar. Ich will natürlich näher ran, das ist nicht das Problem. Die Frage ist eher, reicht der Stab dafür überhaupt aus? Ja, hoffen wir mal, es reicht 32. Eins, zwei, wobei, ist eh Marke, spielt keine Rolle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, okay. Michael nochmal irgendwie kurz abziehen, das wird auch gehen. Dahinstellen. Jo, geht. So, erledigt. Ja. Erledigt. Überlebt, sag jetzt einfach mal. So, jetzt kommen die nachher noch den oben Silver Island. Natürlich mit 18% trifft der Arsch auch noch. Mit 1%, das wäre Rekord. Gut, oben sind sie da, jetzt ist die Frage, ich glaube wir brechen nach links durch. Ja, ich glaube links macht es am meisten Sinn.
Hier habe ich wieder einen Magier, also den eventuell noch mitnehmen, die beiden. Sonst so formulieren, oder mal, mache ich es mal so, der ist gerade egal. Ne, warte mal, ist nicht egal. Mhm. Grüßen wir es aber schon, ne? Naja, okay. Ihn einen Gegner, der sehr viel KP, den ich deswegen so platt machen müsste. Was ist denn da unten, wa? Da kommen natürlich jetzt gar nicht hin. Wobei für One wir klären. Ja, aber sonst endet natürlich mit Nova-Angriffen. Da ja Doppler. Aber wenn es auch so reicht. So, die Flucht nach oben, wie man so schön sagt. Ah, ne, kann oben will ich eigentlich abhauen. Mache den noch. Wäre das auch erledigt. Michael Marv komme geht nur noch einen Zug lang, das ist doof. Das ist auch doof, da kann er machen wir hier Eco. Vorausgesetzt wird reichen. Halt wieder die Art von Gegner, die ich gar keinen Bock habe. Genau. Wäre natürlich ein sicherer Kill, war. Ich brauche es keiner von uns, ganz ehrlich. Also kein anderer, besser gesagt. Passt schon. So, schnell noch den plätten. Tja, hätte auch reichen können, wa? Ich kann natürlich sehr viel mit so viel Schaden machen. Ich probiere es trotzdem mal, komm. Ja, okay, reicht zum Glück. Locker sogar. Sehr gut, hätten wir das auch. Ich würde natürlich mit dir hier noch gerne irgendwie angreifen, aber vielleicht eher Firmen, wo ich weiß, ja, kann mir noch gut heilen dabei.
Oder macht es einfach so. So geht es natürlich auch. Da kann man natürlich 3, ja, okay, geht bis hier hin. Dann hätten wir das schon mal. Ich muss kurz gucken, wie weit die alle kommen. Das müsste aber eigentlich reichen, soweit. Moment. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann noch abhauen. Das ist das andere Thema. So, schnell da drüben. Dann Louis Hector. Resistenz ist natürlich wieder ein Problem. Wobei es erwählt hat, das ist bei allen hier ein Problem. Ja, da kommen wir nicht drum herum. Ich würde nur noch den hier übrig hätte und dem Rest schon irgendwie vorbeikäme. Ja, schaffen Entfernung und so weiter nicht. Das wird schwierig. Ich kann zwar 3 Fälle nachher abhauen. Ja, er wird es nicht hinkriegen. Da hätte er kritten müssen, aber er wollte nicht. Warum wollte er nicht? Ich krieg noch die Gischt. Ach mal, 9 ist ja auch heavy. Aber so ist er halt, der Sternlorblitz. So, weg hier. Noch 3 Stück hier unten, war. Natürlich Hortensia, die ich eigentlich zum Heilen nutzen wollte. Momentan ist gar nicht nötig. Oh, das war ein Fehler. Der hätte einen angreifen müssen. Oh, wegen Roy. Wegen Diamant, nicht Roy. Ich hätte einfach sagen können, okay, vorrücken und hätte es auch gemacht. Okay. Scheißegal, dann gehe ich hier runter. Kriegaxt. Nee, natürlich schon etwas Binding Blade. Natürlich, das Teil trifft immer. Oh, nee. Ganz dann doch nicht. Tja, was machen wir da? Das ist ja alles nicht ganz so prickelnd. Ja, muss reichen. Level 10 erreicht. So. Ja, ich weiß ja an den Magietypen da unten, aber ich bringe es am besten nicht hin. Das wird jetzt auch ein bisschen bescheuert. Das tut weh.
So, die meisten plötzlich leer. Oh, ich hab kein Engage mehr, scheiße. Ja, das kann passieren, leider. Aber es sind auch nicht mehr viele Gegner, also insofern. Ist übertrieben, natürlich, aber es ist auch cool. So, dann haben wir so ein paar Wölfe. Level 7 für Yunaka. Speed hat sich aber echt ordentlich, wa? So, Lanze, was machen wir gegen Lanze? 4. Stufe. Liberation, immer gleich ist irgendwie langweilig. Komm, mit den Fäusten drauf hauen. Natürlich, trifft er auch noch. Was auch sonst. Haben wir Verteidigung, sehr gut. Da oben kam ja nur physische, wa? Naja, komm, soll ein bisschen angelockt werden. Das passt schon, finde ich. Dann haben wir da noch ein paar. Da wird gleich die Waffe. Und tschüss. Also mein, wenn schon. Ja, natürlich nicht treffen, aber ein Problem. No risk, no fun! Da ist er mal ein bisschen sauer gefühlt. Verstehe gar nicht warum. So, haben wir das auch wieder. Dann die Truppen da oben. Da ist klar. Wisst ihr was? Wird mal Zeit. Das heilige Opfer. Mikaia kann es eben. Warum kann er eigentlich nicht hier hin? Egal. So. Das war da unten durch. Louis Hector fehlt noch. Die fehlen auch noch. Minen hast du gerade nichts. Waren die ganzen Elixier-Dinge, die ich auch selten brauche. Naja. Bisher nicht wirklich nötig. 6 Gegner sind es noch, wa? Wenn ich das richtig sehe. Nice try. Aua! Das tut doch weh. Sag mal, in die Zielwasser gefressen oder was? Das ist unverschämt. So, bringen wir es zu Ende, Freunde.
何でもするわ。Besser, die Kriegerlanze ist ein bisschen zuverlässiger. Richtig viele Punkte, wa? Das gefällt mir. Ah, wenn nichts machen, war. Das ist doof. Bugatti verbrauchen wir gerade auch nicht. Nee. Dann machen wir es lieber so, komm. Die 38 für Rail. Da sind die Punkte. Schön sind die Punkte. Die fabelhaft sind die Punkte. So. Problem ist im Vorrücken, wa? Ja, aber dann reizt nicht mehr. Schade, aber ist so. Ja, ich weiß, da geht es nicht ganz so gut, aber vielleicht können wir das gleich mal ändern. Also ein Move, mit dem wir heilen kann. Ja, gut. Ja, okay, da hat er halt sogar ein bisschen mehr. So, Michael Marv, der komplett war. Und natürlich halt Bündnis Plus, ne? Vierte Stufe gegen vierte Stufe, so soll es sein. Meine vierte Stufe ist cooler und stärker. Let's finish him. Lyration. Und Big Bang Attack! Naja, Shinnu-sama, der muss sein. Der Göttliche. Sehr gut. Wurde zum Teil ein bisschen knapp, das muss ich zugeben. Hat auch nicht damit gerechnet, dass sie nochmal von allen Seiten auf uns zugeprescht kommen. Aber trotzdem, wir haben es geschafft. Das ist die Hauptsache. 無事指輪を取り戻せましたね。でもこの指輪には紋章師は宿っていないようです。ただの指輪ということでしょうか。はい。ただ不思議な感じがします。持っていると心が熱くなってくるような。やはりそうだ。この指輪について何かご存知なのですか？それは神竜ルミエルのものだよ。ルミエルが力を込めた約束の指輪だ。
約束の指輪？マルス、詳しく教えてください。昔ルミエルから聞いたんだ。神竜は自分が信頼した者に特別な指輪を渡すと。指輪は2人の強い絆の証。そしてその絆をさらに強めてくれる。特別につながれたただ一人との絆の強さは神竜、そしてパートナー自身の強さとなるんだ。母さんは昔信頼する誰かにこの指輪を渡したということでしょうか？そうかもしれないね。でも彼女は友も仲間も先の戦争で失ってしまった。今となっては彼女が誰に指輪を渡したのか、それとも渡していないのかはわからない。母さん、ただ一つ言えることは、ルミエルの生涯で一番大切な人は君だったということさ。指輪は君が受け継ぐべきだと思う。そして心に決めたパートナーに渡すといい。わかりました。母さんが残してくれたこの指輪、誰に渡すべきかよく考えて決めたいと思います。私たちがこの場所にたどり着いたのはルミエル様のお導きだったのかもしれませんな。だとしたら嬉しいです。甘えていてはいけませんが、今でも母さんが見守ってくれているようで。行きましょう。ここを離れるのは名残惜しいですが。 Das ist wahr, es gibt noch viel zu tun. Wobei, 2 Kapitel noch. Erreichst du Unterstützungslevel A mit einem Verbündeten, kannst du den Paktring im Bereich in euer Band stärken. Also quasi eine Art Verlobungsring, war für Rang S dann. Den Ring findest du in der Kommode in deinem Zimmer. Wenn der Verbündete in deiner Welt nirgendwo in Sonnen aufzufinden ist, solltest du einfach versuchen, dich in einem Bett auszuruhen. Den Paktring kannst du einem einzigen Verbündeten schenken, die Belege dir gut, wenn du ihn erreichst. Ja, ich habe meine Entscheidung schon getroffen. Das ist nicht das Problem, Freunde. Sehr gut, sehr gut. Ja, also ich meine, es läuft wie geschnitten Brot, kann man so sagen. Bogen sind effektiv gegen die fliegenden Einheiten. Ja, wir werden natürlich in der nächsten Folge wieder in Somniel zurückkehren, logischerweise. Aber ich glaube, viel gibt es nicht mehr zu tun. Auch wenn wir natürlich noch viel machen könnten, da ist klar. Aber ganz ehrlich, kann das Let's Play auch endlos in die Länge strecken. Allein schon, wenn es ums Thema Ringe schmieden geht und so. Obwohl es ja im Prinzip cool ist, aber das mit Ringe schmieden, ja, das Schmieden selbst ist cool. Aber die Ringe eben auch geben, wo man sich sagt, warum überhaupt, wenn du schon irgendwie alle Embleme hast, nicht nur die Ringe, sondern auch die Armreife aus den DLCs. Das Ringe schmieden rein strategisch ein bisschen überflüssig. Natürlich mit einer Ausnahme. Aber es gibt ja auch Ringe, die auch die Schmiederinge quasi, die eigene Fähigkeiten haben. Einer davon ist sogar ein ganz besonderer, mit dem kann es irgendwie den normalen Thrown, glaube ich, den normalen Donnerangriff, also den schwächsten, glaube ich sogar. Mit dem den kannst du zweimal ausführen. Dazu kannst du noch upgraden auf Stufe 5 und so, und das ist ja eigentlich schon ziemlich cool. Eigentlich. Aber bis du natürlich die Möglichkeit hast, überhaupt den Ring zu bekommen. Dann musst du den Ring selbst auch noch auf Rang S schmieden, dann noch upgraden und so. Ich glaube, das macht nur dann Sinn, wenn du dich von Anfang an darauf fokussierst. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen neuen Run starte im Spiel und sage, okay, ich will mich auf den Ring fokussieren, ich brauche den Ring mit diesem Donner, also quasi einen Ring auf Rang S, und da gibt einen dann die Möglichkeit, Donner zweimal auszuführen. Also ähnlich wie es Citrin jetzt auch mit Nova kann, ne? Ist quasi sowas. Nur ist natürlich nicht, wobei Donner ist auf den Move ausgelegt, ja, genau. Ist eigentlich doch mehr oder weniger dasselbe, wenn man so will. Mal ganz kurz, ob jetzt hier noch was Feldkarte passiert, aber eigentlich nicht. Eben sind noch 2 Kapitel, das letzte Siegel und das Finale. Dann haben wir es. Ja, perfekt. Das ist genauso, was ich vermutet habe. Reisen, wir gehen nach Somniel. Und ich glaube eben, wir werden nächste Folge direkt hier starten, weil es noch großartig schmieden natürlich auch noch geht. Ja, ich glaube doch, das machen wir noch. Also schmieden. Nein, nicht schmieden, so. Kurz die Items einsammeln, ne, so für die Barren, Silber- und Stahlbarren, Eisenbarren, die Dinger. Auch noch kurz und wieder zum Brunnen gehen natürlich, um viel Leiden noch ganz kurz trainieren.
Und natürlich auch noch das mit dem Paktring machen, da ist klar, aber ansonsten gibt es da nicht mehr viel Sonnen zu tun. Weil wir vielleicht auch nicht unnötig in Länge ziehen. Bandien gibt es keine mehr zu machen, die haben wir schon alle komplett, das ist so. Hier Gespräche natürlich, zum Beispiel Chloe, Citrin, Diamant, oder die werden in der nächsten Folge noch machen. Das 2 Stück, dann 3. Ja, es sind 4 Gespräche, beziehungsweise 5 mit dem Paktring natürlich. Okay, passt das doch. Dann gehe ich aber schon mal hier nach oben. Sogar in unser Zimmer bereits, ne? Wobei ich mich frage, wenn das unser Zimmer ist, wo hat eigentlich Omega die ganze Zeit gepennt? Unsere liebe Mutter, über die wir jetzt noch so viel erfahren haben, die wir für meine Ansicht viel zu früh verloren haben. Jetzt nicht nur, was ja oftmals der Fall ist, es ist eine geliebte Person zu früh verlierst, aber vor allem aus dem Grund, weil es rein storytechnisch, damit du dich immer mit der Person verbunden fühlst, einfach viel zu früh war. Normalerweise, vor allem im Spiel, verlierst du eine nahestehende Person so ab Kapitel 10 herum. Damit du halt schon eine Bindung zu ihr aufbauen konntest. Aber ist ein anderes Thema. Wollen wir sagen, an der Stelle danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal zurück auf allem Engage. Und dann, ja, eben die Dinge, die ich gerade erwähnt hatte. Dann aber gehen wir relativ rasch weiter mit der Hauptstory. Wer weiß, vielleicht eben sind es noch 4, 5, maximal 6 Kapitel. Wir werden sehen. Bis dahin, ciao zusammen.